Herr Minister, gestern eriert Nogeleistat, die war lang, und ich will ja wohl ein Kompliment machen. Sie waren in gewisser Sinne noch langweilig. Und merci dafür, weil das ist eine gute Sache. Lützeburg braucht eine Außenpolitik, die nicht durch Nervosität geprägt ist und die nicht durch Aufregung geprägt ist und nicht das gestern heroisch und diskret gemacht. Und ich hoffe, dass auch die Außenpolitik so macht und dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Gerade auch an so turbulenten Zeiten, wie gerade von meinen Vorrednern betont ging, ist es wichtig, Rot zu behalten. Ich will aber direkt am Anfang eine kleine Nuance machen, wo man heute davon schwätzt, dass bei turbulenten Zeiten, und das ist sicherlich richtig. Wir erinnern uns aber alle guten Träger auch zum Beispiel und Jahren, Kuba-Krise, Vietnam-Krieg, Dekolonisierung, Algerien-Krieg, Prager Frühling, und so weiter und so fort. Also ich will mal so behaupten, dass man schon ganz oft an den letzten Jahrzehnten auch ganz turbulente Zeiten hatten. Da gilt es auch treu zu behalten. Ich schwenke nur mal länger allgemeiner Vue op die Außenpolitik von uns, und dann gehe ich noch kurz mehr an Detail an, für die wir gestern gesagt haben, also noch die Aktualität. Ziel von der Außenpolitik ist es, an einem möglichst friedlichen, stabilen und offenen internationalen Umfeld die Lützeburger politisch, ökonomisch, konsularisch und kulturell Interessen dynamisch kompetent, aber da voll zu definieren, zu verteidigen und zu promovieren. Dabei müssen die staatsrechtliche Souveränität und multifaktorielle Unabhängigkeit von unserem Land immer zentral Konsiderationen sind. Wir setzen uns für eine realistische, glaubwürdige, bilaterale und multilaterale Außenpolitik an, die den Dimensionen der Anwohnerzahl und den Möglichkeiten vom Land angepasst ist. Für die Politik zu machen, brauchen wir gute Reso von diplomatischen und konsularischen Vertretungen, die da sind, wo wirklich größere Lützeburger Interessen im Spiel stehen. Zur Lokalisation von den Ambassaden und Konsulaten mussten also die reellen Bedürfnisse angepasst sein. Dabei ist neben der multilateraler Diplomatie auch die bilaterale Präsenz für uns besonders wichtig, weil wichtige Staaten von größer Bedeutung. Wir begrüßen dann noch ausdrücklich, dass wir am Gange sind, mehr Ambassaden auf der Welt aufzumachen. Neben der Vertretung von politischen Interessen durch eine hochwertige Diplomatie hat der Außenminister an enger Zusammenarbeit beim Großherzoglichen Hof mit anderen betroffenen Ministerien, Promotionsagenzen und mit den Berufskammern die Außenpolitik am Dienst von der Wirtschaftsförderung zu koordinieren. Wir unterstützen das. Wir auch unterstützen die Präsenz von Lützeburg mit einem eigenen Pavillon auf Weltausstellungen wie das nächste Jahr in Japan. Handelsmissionen sollen den diplomatischen und konsularischen Reso komplettieren. Als Wirtschaftsdiplomatie adressiert sich in alle Länder auf der Welt an als aktiv Mitarbeit an der Welthandelsorganisation soll den offenen Charakter von unserer Ökonomie unterstreichen. Der DR will die Zahl von Handels- und Doppelbesteuerungsakkoorden mit anderen Ländern noch weiter erhöhen. Allgemein Konsiderationen vielleicht zu Asyl und Immigration, weil du nicht unbedingt zum Minister gehört, weil er manchmal noch zum Thema passt. Als ADR sind wir für die Halle vom Asylrecht und wollen dabei auch all Missbrauch von dem Recht unterbannen. Wir sind klar dafür, Leute und Länder in Not, die humanitäre Hilfe brauchen, zu unterstützen und den UNHCR generös zu finanzieren. Das ist nicht nur eine menschliche Verpflichtung, sondern auch ein Beitrag dafür, dass Leute sich nicht auf ein gefährliches Reis machen, in der Hoffnung, sich in Europa eine neue Existenz aufzubauen. Wir wollen den Leuten helfen, wo sie sind, und dann, was sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Für das wertvolle Rechtsinstrument vom Asylrecht auch in schweren Zeiten können zu erhalten, also da war wichtig, kennt all Missbrauch auch vom Asylrecht vorzugehen. Das ist auch wichtig für die gesellschaftliche Akzeptanz vom Asylrecht zu erhalten. Und das so, wenn ihr einem sicheren Drittstaat auf Lützeburg könnt, kann eigentlich kein Asyl kriegen. Ukrainische Staatsbürger, die zum Krieg aus der Ukraine Land verlassen, behalten natürlich ihren speziellen Schutzstatut, die Grenzen und die Europäische Union. Wir setzen das aber an für eine Erweiterung von der Liste von den sicheren Drittstaaten, eine starke Verkürzung, eine Vereinfachung von den Asylprozeduren, eine Reform von der Assistance judiciaire für eine Elimination von Missbrauchsmöglichkeiten an der Asylprozedur. Wir schwätzen uns für eine korrekte und menschenwürdige Behandlung von Leuten, die an der Europäischen Union Asyl frohen. Die humanitäre Ethik und Tradition von Europa muss auch an der Behandlung von den Leuten deutlich gehen. Das ist klar. Wir haben Arbeit von den Benevolen, für so die Leute, die Schutzbrauchen zu helfen, verehren wird. Also ihnen dankbar für die wichtigen Engagement, die sie bringen. Und wir bekennen uns natürlich zu den internationalen Asylrechtskonventionen.
Lützeburg kann er so Leute Schutz bieten, die wirklich Schutz brauchen und dadurch so lang sie brauchen. Asyl ist aber nicht dasselbe wie Immigration. Und im Prinzip, als Leute, die keinen Schutz mehr brauchen, müssen zurück an ihr Heimisch, sobald Konditionen an dem Land da zulassen. Das ist auch das internationale Recht. Wenn ihr einem sicheren Drittstaat könnt, wenn sich einer Identifizierung widersetzt, wie Schleiser deckt, wenn er das Gesetz nicht respektiert, verliert alle Möglichkeit, bei seinem Land Schutz zu finden oder heil zu bleiben. All die Möglichkeiten gibt es das international Recht, wir dürfen das auch so durchziehen. Die Administrativgerichte, darüber haben wir letzte Woche jetzt, die sollen deutlich entlastet gehen, da war den Kollege Stan Hardy, den Hai vorgeschlagen hat, für ein extra Gericht zu schaffen, für Asylsachen, das was auch selber von den Leuten im Gericht gefroht wird. Also der will mit dem Schleisertum an all andere Formen von Menschenhandel ein Ende setzen. Prinzipiell sollen Demanden auf Immigration oder Asyl schon außen dem Territoire von der EU gemacht gehen. Weil Leute am Mittelmeer oder auf andere Plätze an der Not sind, mussten sie natürlich gerettet und dann an den nächsten sicheren Hafen außen der EU gebracht gehen. Da können dann eventuell Demanden auf Asyl gemacht gehen oder auf Immigration. Das Forderung ist ja auch nicht nur von uns, die wird mittlerweile von den meisten Ländern in Europa unterstützt. Das wird auch wahrscheinlich so kommen. Und du seid ihr noch, dass wir am Anfang mit der Idee an der Mitte, an Europa, an der politischen Mitte stehen. Da der als géint all Verdelungsschlüssel von Migranten an der Europäischen Union, als Staat muss an der Hinsicht seine komplett Souveränität behalten. Weil Länder da sind, die gerne viele Migranten hätten, weil sie doch an der Vierdeler gesehen, da können sie das machen. Wenn andere Länder echt der Vierdeler da tragen sie für wenig Migration zu haben, da sollen sie das auch können machen. Das ist ein freier Choix. Wir sind für eine legale Migration, die den Besoin von unserem Land entspricht. Die Leute, die ja froh kommen, die sollen dann noch über das Punktesystem rausgesicht gehen, wie die meisten Länder das machen. Aber wir tolerieren keine illegale Migration. Leute, die illegal am Land sind, müssen das Land verlassen. Und da gibt es ja auch die nötigen Gesetze, die das vorgesehen. Wir stehen zu den Prinzipien von den Akkorden von Dublin, der Tisch, dass der Migrant den internationalen Schutz aufredet ist und dem ersten sicheren Land machen muss, das hier betritt. Alles das doch zu dem mit den Grenzkontrollen. Das ist auf jeden Fall von den Argumenten, die den Herr Scholz von der SPD noch vorgebracht hat. Und ich will direkt sagen, dass wir als ADR auch dafür sind, dass Frontex unterstützt wird für den Schutz von den europäischen Außengrenzen. Es steht für eine effektive Sicherung von allen europäischen Außengrenzen durch bauliche und andere Maßnahmen, die eben nötig sind. So ähnlich gesagt als Regierung, dass ja auch an die meisten von den sogar bei all die anderen Länder an der Europäischen Union schmengen. Praktisch kein Land will mehr eine Situation, wie man sie die letzten 10 Jahre hatten, nur 2015. Und da kann ich auch ganz beruhigt sein, dass wir auch da als ADR an der politischen Mitte Haut an Europa stehen. Am Schengen-Raum sollen Grenzen opsinn, besonders natürlich für die ehrlichen Leute. Punktuell Grenzkontrolle sollten aber auch da möglich sein. An elektronische Kontrollmöglichkeiten, wie ganz viele Länder in der Europäischen Union sie machen, sollten auch hier möglich sein, wo angefordert gehen. Das hilft bei der Bekämpfung von der grenzüberschreitenden Kriminalität. An der haben wir zu Lützeburg auch ganz viel, was durch den Fakt untermauert wird, dass 50% von den Leuten, die an Prison sind, nie zu Lützeburg gewohnt haben. Also ein Phänomen sind von dem transnationalen Kriminalität. Ich erinnere noch daran, dass Lützeburg selber Grenzkontrolle gemacht hat während der Covid-Zeit. dass die Leute vergessen, dass dann auf der Grenze zu Deutschland, das waren Lützeburger Polizisten, die das damals gemacht haben. Das ist also nicht so, wie wenn das noch nie gemacht hat. Das waren ja nicht wir, die das dezidiert haben. Wie den Kollege Tom Weidig letzte Woche schon gesagt, gehören zum Schengen-Akkord 2 Grundprinzipien. Zoegrenzen nach außen, Oppegrenzen nach innen. Das ist ganz einfach. Der Schengen-Akkord ist aber aus der Kraft gesagt in 2015, wie die Außengrenzen de facto abgemacht wurden. Dass noch viele Länder Binnengrenzen kontrollieren wollen, aus dem nur just eine Konsequenz davon. Dem muss auch gewarnt gehen für die Entscheidung von den offenen Außengrenzen. Das soll alles gesagt gehen. Wie leider als das ignoriert gehen.
Doppelgrenze von 2015 sind also schuld und den aktuelle Grenzkontrollen, an die das verantwortet haben, die damals ermuscht waren, ob das mit der Merkel war oder auch hier im Land Hasselborn, die brauchen eigentlich auch dem noch nicht abzuregen. Wir begrüßen dann noch die pragmatische Haltung, die Malo noch von mir bettelt, die gesagt hat, Bausegrenzen aufsichern und kontrollieren. Und ich meine, nicht mehr so können wir die Geist von Schengen erhalten. Zu internationaler europäischer Politik. Durch die Krieg an der Ukraine und Sanktionspolitik kurze Welt sicherheitspolitisch und ökonomisch spannend kurzer Zeit verändert. Wir erleben eine neue Blockbildung an eventuell Gefahr von einem mehr langen, neuen Kalten Krieg. All das stellt Lützeburg als ein kleines, vulnerables Land mit einer ganz offener Ökonomie für enorme Herausforderungen. Wie es seiner Tradition entspricht, probiert Lützeburg zu möglichst vielen Staaten eng auf freundschaftliche Relationen zu pflegen. Die Relationen mit den Nordostregionen und als Nordostländern sind dabei besonders wichtig. Wir bleiben auch dem Multilateralismus und der Multipolarität verbunden und wollen uns auf die Stärke vom internationalen Recht berufen. Da wird das UNO von zentraler Bedeutung. Die Europäische Union soll Europa von den Nationen sein, ohne all föderal Aussprüche. Am Bereich von der Sicherheitspolitik streben wir eine neue gesamteuropäische Friedensordnung am Kader von der OSZE und für die Gefahr von einem neuen Kalten Krieg zu reduzieren. Die militärische Sicherheit beruht weiterhin prioritär auf der NATO. Wichtig Werte sollen am Europarat und an anderen internationalen Organisationen diskutiert und promoviert gehen. Herr Präsident, Lützeburg ist eine Hauptstadt von vielen europäischen und internationalen Institutionen. Und ganz wichtig ist auch, dass auch Sie an Ihr Personal optimal Arbeitsbedingungen haben. Wir unterstützen da natürlich auch die Regierung an der Hinsicht. Wir setzen uns besonders auch an für bessere finanzielle Konditionen für die EU-Mitarbeiter zu Lützeburg und dafür, dass das Siège Lützeburg weiter konsolidiert und ausgebaut wird. Was die Europäische Union angeht, ist klar, dass wir als bekennen zur europäischer Koordination und soweit nötig und sinnvoll die Integration begrüßen. Das ist ein positiver Beitrag für unseren Kontinent. Europa hat mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel dem Jugoslawienkrieg, eine lange Periode von Frieden und Respekt für die Menschenrechte erkannt. Der Krieg an der Ukraine und seine Konsequenzen stellen neue Herausforderungen und die EU an ihre Memberländer. Daher ist prinzipiell der Meinung, dass bei Adhäsionen von neuen Membern die Kopenhagener Kriterien nicht dürfen abgewichen gehen. Die Relation zwischen der Ukraine und der EU muss am Licht von eventuell wahrscheinlichen Friedensverhandlungen definiert gehen. Das wird dann noch wahrscheinlich geschehen, wir wollen oder nicht. Ein Beitritt von nicht-europäischen Staaten bei der EU ist für uns übrigens keine Option. Wir werden uns auch gegen den Föderat Europa. Lützeburg darf nicht zu einem von den kleinsten Bundesländern, wenn ich das nennen kann, von einem Föderalstaat gehen, mit einem Verhältnis von der Population, minimaler Repräsentation an den Institutionen. Wir bestehen darauf, dass Lützeburg weiterhin von man 6 Deputierten am Europaparlament repräsentiert wird und natürlich auch permanent von einem Kommissär. Wir refusieren all Abweichung vom Prinzip von der Einstimmigkeit am EU-Rat und am EU-Ministerrat. Wir sind natürlich auch für den Euro als gemeinsame Währung von den Ländern, die diese freiwillig gewählt haben und die Kriterien von Maastricht, die als Basis für diese Währung festgelegt wurden, noch respektieren. Dabei müssen die demokratischen Prozesse und Kompetenzen für die nationalen Parlamente auch an einer Währungsunion erhalten bleiben. Wir hätten gern, dass eine eventuelle Erweiterung von der Eurozone strikt auf ökonomische Kriterien geguckt wird. Es sollen noch Möglichkeiten geschaffen gehen, für wann ein Staat das fehlt, eventuell temporär aus der Währungsunion auszutreten. Eine verstärkte Zusammenarbeit der verschiedenen Domänen von der Sicherheit und der Verteidigung soll an der EU möglich sein. Wir unterstützen besonders die europäische Zusammenarbeit von Polizei und Justiz beim Kampf gegen den Terrorismus und die organisierte Kriminalität. Subsidiarität heißt für die DDR, dass alle Land, also auch Lützeburg, sein eigenes Gesellschaftsmodell wählen und behalten darf, das am Familienrecht, das bei der Immigration und so weiter. Auf wichtige Fragen sollen die Entscheidungen majoritär an den Ländern durchgesetzt gehen und nicht von einer Majorität von Ländern an EU-Konseillen.
Wir fordern auch, dass Unanimität eben erhalten bleibt und dass Decisionen so weit wie möglich am Konsens eben getroffen gehen. Subsidiarität heißt auch, dass der Chamber an dem Land Männer Gesetze von Urwenhof diktiert gehen. Daher setzt sich dafür an, dass die europäische Legislation an noch Treaty, die von der Europäischen Union mit anderen Ländern als supranationalen Institutionen ausgehandelt gehen, von den nationalen Parlamenten immer muss ratifiziert gehen. Die Rechte von den nationalen Parlamenten muss spannend den europäischen Entscheidungsprozesse gestärkt gehen. Bei der Umsetzung von europäischen Richtlinien muss man das Prinzip toute la Directive, mais rien que la Directive anhalten. Aber wir müssen nicht immer den Ersten sind, die vier Bayers für alles direkt umzusetzen. Lützeburg an der Welt. Wir streben eine Baupolitik an, für den Platz an den Beitrag vom Frieden, vom Großherzog Lützeburg in der Welt zu sichern und zu verstärken. Neben der Mitarbeit an den europäischen Institutionen stehen wir zur voller Memberschaft von Lützeburg, wie gesagt, an der UNO, OSZE, Europarat, NATO. Hauptziel von der Außenpolitik ist, wie die meisten Länder auch, für die Vertretung von den nationalen Interessen anzutreten. Darüber hinaus muss Lützeburg Außenpolitik folgende Ziele unterstützen: Aufsicherung vom Frieden, der Sicherheit und der Stabilität, Stärkung der Menschenrechte, Anhalt vom Völkerrecht, Promotion von der multilateraler Diplomatie, Aufsicherung vom freien Handel, Solidarität mit den armen Ländern und ihren Einwohnern, Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, a Verbot und Nichtverbreitung von verschiedenen Kategorien von Waffen und weitere Entwicklung vom humanitären Völkerrecht. Prinzipiell sind wir natürlich auch für die Anhalt von den bestehenden Grenzen sowohl in Europa wie in der ganzen Welt. Daher akzeptiert selbstverständlich auch das Prinzip von der Selbstbestimmung der Völker. Wir sind auch beunruhigt über die Instabilität. Viele Gegenden auf der Welt setzen das dafür an, dass diese Konflikte durch Verhandlungen und am besten ohne Gewalt gelöst gehen. Lützeburg soll sich aktiv den nächsten Aufbau von der Ukraine beteiligen und dabei natürlich auch die Interessen und Kompetenzen von der Lützeburger Ökonomie valorisieren, wenn möglich. Am Kontext vom Nahen Osten vertreten wir Zwei-Staaten-Lösung. Dazu komme ich nachher ein bisschen spät. Die Ressourcen an der Welt sind nicht unendlich als Rohstoffe. Für die DDR sind Problematik eine übermäßige Exploitation von natürlichen Ressourcen an den Umweltschutz weltweit Ziele, aber wir müssen zusammen schaffen, für sie zu lösen. Wir setzen uns aber auch dafür an, dass an Akkorden, die weltweit oder europaweit ausgehandelt gehen, inklusive am Umwelt- und am Klimabereich, Lützeburg keine Verpflichtungen angeht, die Land gegenüber anderen Ländern, also aus der direkten Nachbarschaft oder dem an dieser Konkurrenz stehen, benötigt. Wir stehen zu internationalen Handelsakkorden, wie wir die immer Kraft tun. An die Akkorden auf Verhandlungen sind oder später sollte verhandelt gehen, besteht der auf Regeln für Fairness für alle Parteien, wobei die Interessen auch natürlich von den schwachen Ländern, ihrer Ökonomie und ihren Einwohnern müssen bewahrt bleiben. Bei allen Akkorden, die von der Europäischen Union verhandelt wird, sollen die einzelnen Memberstaaten auch angebunden gehen. Und ich meine, das ist ja relativ aktuell, weil der Minister gestern sich gegen den aktuellen viergesinnten Akkord, wie ihn Doleit ausgeschwert wird. Herr Präsident, ich komme mit zur Aktualität, respektiere auch das, was der Minister gestern gesagt hat, wo ich gut noch geleistet habe, und die hat viel von Werten geschwärzt, Werte, die wir an der Außenpolitik vertreten, und die doch gesagt, ohne zu Schulmeistern anzupredigen. Ich fand das auch eine ganz gute Idee. Als Lützeburg soll nicht immer ganz hart scheißen, mit kann auch mal probieren, vielleicht auf einem Weg, wo man auffällt, Sachen in Bewegung zu bringen. Wir stehen auch zu den Werten: Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat. Europa ist themisch vom Humanismus, und überall in der Welt sind wir dafür angesehen. Das Produkt von unserer langen Geschichte, von unseren Wurzeln, die wir haben, an der Haut spiegelt das sich eben daran zurück. Mehr, wie viel sind die Werte an einer Welt, die so schnell verändert wird, noch wert? Weil die Werte, so gesagt, aus, und ich meine, alle meine Vorredner haben das schon gesagt, die sind am Gangen, auf der Welt aufzuholen. Demokratische Werte,
gehen haut immer Männer attraktiv. Für wat gehen demokratisch Werte auf der ganzen Welt, auf viele Länder Männer attraktiv. Leitet vielleicht unenger Änderung am materielle Reichtum. Also vielleicht so, dass Menschen, wenn sie das schwach haben, lieber reich oder ob manst wohlhabend an einer Diktatur leben, wie arm an einer Demokratie. Das ist die Frage, die man uns muss stellen. Weil bis dahin war es immer so, Demokratien auf der Welt waren die Reichsländer. Das war einfach. Ja? Aber los, ist das ein bisschen am Gang mit anderen. Und ein Beispiel will ich sagen, das ist von Dubai. Immens viele Ausländer gehen auf Dubai gerne wohnen, gehen auch tatsächlich noch wohnen, obwohl Dubai definitiv keine Demokratie ist. Das ist eine Diktatur. Wo die Menschenrechte nicht respektiert gehen, der Rechtsstaat nicht funktioniert, viele Leute kein Recht haben, angesperrt gehen, wo Folter existiert. An aber Riesen wohnen so viele Leute gerne zu Dubai. Das soll uns zu bedenken geben. Am Demokratieindex von der britischen Zeitschrift Economist sind Männer wie Talschen von den Ländern ganz oder halb Demokratien. Und die anderen Halschen sind nicht der Diktaturen. Die Demokratieindex geht all Jahres könnt den raus. Und du sind noch das Jahr dann rauskommen 167 Länder man nicht vergleicht gehen. Und eben gemoß gehen, wie weit eine Demokratie oder eine Diktatur sind. Ich wollte auch heute nur paar Länder nehmen, die heute gestern nimmt, wie sie vom Herrn Minister. Du wird geguckt, wie der Wahlprozess funktioniert, wie der Pluralismus ist, die Funktionsweise von der Regierung, ob Leute können sich politisch beteiligen, politische Kultur und Bürgerrechte. Und du könnt dann zum Beispiel dabei raus, für die Länder zu nehmen, die man noch nicht tun. Die Ukraine ist auf der Platz 91, da so etwas zwischen Demokratie und Diktatur. Ruanda war nimmt gegen as natürlich eine Diktatur. Nach mich schlimm auf der Platz Nummer 130 Aserbaidschan, 136 die Vietnam, also nimmt gegen 144 Russland, das ist schon eine Autoritär-Diktatur, und so ziemlich ganz anders nach Landverteiler nimmt gehen aus nämlich der Laos, wo wir dann auch mit denen Hilfe machen, Entwicklungshilfe, Kooperation, das ein von den autoritärsten Ländern, eng von den stärksten Diktaturen, die auf der Welt gibt. Und das Problem ist eben, dass immer mehr Länder an die Richtung gehen und immer mehr attraktiv wird, für demokratisch zu sein. Und das ist etwas, was man nicht einfach so passieren lassen, als so ein demokratische Westen, dem wir aber sind. Zur Ukraine. Ich will heute daran erinnern, und für das klar zu sagen, dass es nicht kann sein, dass ein Land ein anderes überfällt. Und wir verurteilen ganz klar die russische Invasion von der Ukraine. Und ich will auch ganz klar sagen, dass die ukrainische Armee ihren Territoire immens verteidigt, absolut heldenhaft. Das muss ich auch sagen. Und dass die Ukraine natürlich komplett am internationalen Recht ist, für das zu machen. Die Amerikaner unterstützen die Ukraine auch, wie andere westliche Länder. Und das kann ich dann teilweise gut finden, ganz gut finden, teilweise kritisieren. Ich meine, das ist alles möglich. Ich meine, aber etwas muss trotzdem zu sagen. Und deswegen froh, ich muss stellen, was geht es wirklich an der Sache, an dem Ukraine-Krieg? Was geht wirklich? Geht es wirklich Werte? Geht es wirklich die Ukraine? Oder geht es echt darum, Dammdämmung von Russland oder anderen Sachen? Weil ich habe es gelernt in der Geschichte, dass Kriege an der Regel nicht Werte gefordert gehen, mehr im nationalen Interesse. Für ein Beispiel, so am Vietnamkrieg ist auch gesagt gehen, für Werte, und das gesagt gehen, geht dem Vietnamesen. Ja, im Endeffekt wissen wir alle gut, das Ziel vom Krieg Dammdämmung von der Russen war auf den Kommunismus. Das war die Realität. Da haben wir 1000 Tage Krieg, und die massiv Waffen kaufen. Wir haben da erreicht, ich glaube, 2% vom RNB für als Défense. Wer die Normen Südfriedens schockiert, hat das nie gedurcht. Ja, so schnell geht es da. Kann ich sagen, das ist richtig. Natürlich brauchen wir an dieser Welt auch gewissen Potenzial für aufzuschrecken. Und in Europa, meine ich, ist doch wichtig, dass wir das tun. Allerdings muss ich sich schreiben, bis mir an Detail zu gehen, aber frohen,
ob gemeinsame Bataillon mit der Belsch wirklich für uns die beste Lesung ist, da sind wir nicht der Meinung. Ich muss ich auch froh, ob es opportun ist, wenn man in dem Kontext 2,6 Milliarden Euro für gepanzert Gefährer haut zu das im Jahr 2024, wo die Krieg ernst gefordert wird, ob das wirklich nötig ist, für das zu machen. Noch da so mal, nee. Die Damen und die Herren, wir hatten kurz direkt nach der russischen Invasion gesagt, der Beste, was kein geschehen wie Waffenstillstand auf Verhandlungen. Die Goufe doch am Anfang sind aber dünn unterbracht gehen, was schwer ist, weil da wir viel Leid verhindert gehen. Wir bleiben der Meinung, dass eine diplomatische Lösung für die Konflikt die einzig richtig ist, für Menschenleben zu schonen, das Territorium von der Ukraine so weit wie möglich zu präservieren und eine Eskalation vom Konflikt zu verhindern. Hat man von Anfang an gesagt. Sanktionen scheinen uns am Endeffekt mehr zu schulden wie hin. Hoher Energiepreis, Inflation, hohe Zinsen kommen auch zum großen Teil eben durch Sanktionen. Alles das ist schlecht für uns Bürger und für uns Industrie, aber wir merken nicht. Wohlgemerkt, wir wollen nicht behaupten, dass Sanktionen keine Effekt auf Russland tun. Sicherlich sind sie da, aber wir können behaupten, dass sie auch einen ganz großen Effekt tun auf uns. Wir müssen feststellen, dass doch bei weitem die meisten Länder auf der Welt ungefähr 3/4 Sanktionen nicht unterstützen und sich nicht daran beteiligen. Also sogar Länder aus der NATO, das größte NATO-Land, Russland, aktiv dabei hilft, Sanktionen zu umgehen. Da doch verschiedene EU-Länder Sanktionen nicht ganz applizieren oder ignorieren. Viele große Länder außerhalb von der EU, wie zum Beispiel Indien, China, Ägypten, helfen aktiv, für Sanktionen zu umgehen. Wir Westeuropäer kaufen auch russische Gas, russische Petrolsprodukte, haut DAX über Deier umwehr. Wir bezahlen also zu einem großen Teil selber die Rechnung für eine Sanktionspolitik. Wir kaufen russische Gas über den Aserbaidschan, wir kaufen russischen Öl über Indien. Russische LNG-Tanker bringen regelmäßig Flüssiggas an Belsch, an den Hafen von Seebrugge. Am Vergleich zum ersten Halbjahr 2022, wie die Krieg ausgebrochen ist, kriegt Belsch haut 50% mehr Gas aus Russland wie damals. Das ist möglich, weil es keine Sanktionen gibt. Das ist auch der Gas, den wir heute dann gebrauchen. Und du seid am Anfang teilweise auch, wie unlogisch das Ganze ist. Ja. Spannend, ja. Merci. Ich wollte den honorablen Freund froh, weil ich seine Argumentation wirklich nicht kasviieren. Ich richtig verstanden habe, ganz am Anfang, dass der Plädoyer für das Völkerrecht gemacht und das muss respektiert gehen. Dann hat gesagt, die Invasion, das wäre ein Bruch vom Völkerrecht gewesen. Und da so der müssen sich durchsetzen und das aus der Welt negoziieren und eine Einigung finden. Das ist am Endeffekt, wenn der Staat Völkerrecht bricht, da sitzen wir einfach zusammen, negoziieren und das fällt man da rein. Und der Staat richtig resümiert, die Argumentation richtig verstanden. Ja, das, Herr Zeimer, das merci für die Frage. Das ist natürlich das ist Realpolitik. Wir können die Krieg, wir können die Krieg, was will er machen? Was wird die Alternative dazu, für zu verhandeln? Was wird die Alternative? Immer was Krieg war, als das Völkerrecht gebracht ging. Und dann hast sich aber zusammen gesagt, dass verhandelt ging. Und kommt ganz oft zu einer Rekonciliation. Lützeburg ist nicht durch Verhandlungen befreit gehen. Ganz oft war das so. Und hier gibt es keine Möglichkeit. Weil was wird wieder die Alternative für die? Immer mehr Waffen, aber wenn das nicht mehr durchgeht, weil das gibt nicht mehr durchgehen. Die Amerikaner haben den Mensch dezidiert für Antipersonenminen an die Ukraine zu bringen. Das ist ja immer verurteilt tun in der Chambre. Da scheint das vielleicht auch okay zu sein, ich weiß nicht. Mit Konsequenz, dass ja dann zum Schluss von der Wirklichkeit das durchzählt, da scheint ja auch Truppen dahin. Und ich meine nicht, dass wir das wollen machen nach Westeuropa, dass wir als Leute dahin schicken. Dafür sind ich der Meinung, dass es just eine Alternative gibt und das ist die Realpolitik für zu verhandeln. Bei Wortmeldung von mir und Diskussionen. Ja, ich finde noch ein bisschen von der Rede. Der kriegt all die Zeit, wandert pro UNO, kriegt er selbstverständlich Zeit. Ja, ich will Sinn, ja. Herr Grass. Ja, merci, Herr Präsident. Ich will kurz aufknappen, das, was Lorenz Solmer geschwärzt hat, wenn ich es richtig verstanden
Ich paraphrasiere nicht, dann könnt ihr sogar bei den Verhandlungen vorstellen, dass neben über den Deel von der Ukraine gegen diskutiert, in der Échéance sogar dir damit d'accord wird, dass Russland könnte das besetzte Gebiet halten. So ich aber verstanden. Sieht ihr da doch so? Also ich meine, ich immer gesagt, es muss so schnell wie möglich verhandelt gehen, für so weit wie möglich den Territoire von der Ukraine zu präservieren. Am Endeffekt sind wir aber nicht die, die Verhandlungen feiern, mit der Ukraine an erster Stelle. Und das ist eine Idee von der Ukraine. Ich habe schaut auch den Morgen nicht gelesen, dass Zelensky bereit ist, für, ob man es mal temporär Territoires aufzugehen. Ich meine, ich habe in der Zeitung gelesen, im Spiegel, wenn ich bestätigen. Und die wird auch gesehen, dass es so wird kommen. Und am Endeffekt sind wir nicht die das dezidieren, wir das auf einem anderen Niveau zu der Ukraine und dann natürlich ihren Hauptpartner, das sind die USA. Und das ist das, was wird geschehen. Ob du das willst oder nicht, ob ich das will oder nicht, das ist so. Das ist die Realität. Das ist zu verändern. Gut, ihr kriegt nach 3 Minuten dabei. Okay, vielmals, merci, Herr Präsident. Ich mache da noch ganz schnell. International Sanktionen hat schon geschwärzt. International machen Sanktionen die G7 par rapport zum BRICS progressiv mich schwach. An neue ökonomischer finanzielle Konstellationen sie weltweit am Entstehen, und zwar auch zum Notdeel vom Westen. Und bitte gestern gesagt, der Satz, wir sollen China nicht an Termen von den Russen schicken. Da sind ich nicht ganz damit d'accord. Weil ich meine aber, dass nicht China der Spielball ist, mit Russen sind der Spielball. Und Tatsache ist ja aber Folgendes, und das wird in Amerika auch sowohl von Republikanern wie Demokraten gedeelt, den Ukraine-Krieg wird eigentlich hauptsächlich China gestärkt. Russland ist abhängig von China, und das hat die ganze Geopolitik geändert zu Ungunsten von den USA, die ja China ihren Hauptgegner gesehen. Das ist die aktuelle Situation, und das ist das Gefahr. Zum Schluss noch zu den Sanktionen, die können nicht mehr funktionieren, wenn ein ganz großen Teil von den Ländern auf der Welt mitmachen. Das ist nicht der Fall. Wie geht es weiter? Die Frau ist ein bisschen gestaltet, dann entscheiden wir nicht. Wir können also viel schwätzen, wie wir wollen, alle gut, wir entscheiden das nicht. Das entscheidet in echter Hinsicht, dafür den Enkel zu nennen, den Herr Trump als die Administration. Das ist eben die Realpolitik. 1000 Tage Krieg, 100.000 Tote, eine ganz schreckliche Sache. Eine diplomatische Lösung, schon echte, hätte das vielleicht noch teilweise können verhindern. Nun wird aber irgendwann dazu kommen, das kann dauern, Wochen dauern, Monate dauern, mit Wert verhandelt gehen. An einen oder anderen, der Scholz gemacht, werden sie auch mal mehr Putin schwätzen. Und ich meine, dass es doch wirklich darum geht. Und ich meine, dass es wirklich gut für alle Guten, wann der Waffenstillstand gehen, wann eine gewisse Normalisierung dann irgendwann von den Relationen, aber wann eventuell auch ein Friede ausgehandelt gehen. Du musst natürlich da gucken, wer die mischt. Der Südfriede muss fast reservieren, denn ich meine, das scheint mir evident zu sein, dass das so wird kommen, ob ich will, ob ihr wollt, ob wir wollen, alle Guten oder nicht. Wichtig ist, dass der Krieg abhält. Nach kurz, ich nehme viel Zeit, noch ein Wort zu Israel-Palästina, wo wir letzte Woche schon viel geschwärzt haben. Wir fordern natürlich absolut, dass die Geiseln vom 7. Oktober freigelassen gehen. Wir kondamnieren aber genauso gut die demesurerte Reaktion von Israel, die aktuell stattfindet. Es dürfen aber natürlich nicht vergessen, dass der Krieg nicht Jahre ist, dass der Konflikt auch nicht 50 Jahre ist, sondern dass der Konflikt ganz weit geht. Aber wenn der mit den Israelis Johannes schwätzt, da geht der Konflikt zurück auf biblische Zeiten aus ihrer Vue. Wir sind heute nicht mehr gewinnt, so lange, so weit zu evaluieren. Wir sind Johannes. Machen das aber noch. Und dafür haben wir Schwierigkeiten, den Konflikt zu verstehen. Aber wir natürlich sind für eine Zwei-Staaten-Lösung, dürfen wir aber nie vergessen, dass am Endeffekt, und das ist wie noch bei der Ukraine, sie haben dezidieren, was Martine soll geschehen. Aber nicht die Israelien den Zwei-Staaten-Lösung wollen, aber nicht Palästinenser wollen, da können das nicht so weit. An einem Moment hat ihnen aber gefehlt, dass ein ganz paar die Israelien und ein ganz paar die auch Araber, Palästinenser die Zwei-Staaten-Lösung nicht wollen, und das ist natürlich schwer. Noch etwas ganz kurz zum Schluss. Das war dann ein bisschen wie freundlich, das Sujet. Das waren Lützeburger im Ausland. Wir haben mittlerweile 30% von den Lützeburger, die am Ausland wohnen, ungefähr. Das ist ganz interessant, weil das war ja nie der Fall, auf jeden Fall nicht an den letzten 100 Jahren, vielleicht 4 Runden, wie Lützeburg in Amerika ausgewandert sind.
wenn iwwer 20.000 Leitmengen schon notiert auch a Brasilien wohnen an ich denken da se Mist gucken fir davon zu profitieren für die Relationen mit den Plätzen, wo die Leute wohnen, auszubauen. Ich denke besonders auch in Brasilien, wo aber trotzdem auch ein Interesse bei den Leuten aus für Lützeburg am Bundesstaat Santa Catarina, meine ich, wäre es wichtig, dass sie da profitieren, wenn ich schon eine Möglichkeit habe, für vielleicht da mehr auch den Kontakt zu sichern, für vielleicht zu gucken, für irgendwann auch einen Direktflug auf Lützeburg zu kriegen, für dahin auf ihren ökonomischen Bereich zusammen zu schaffen. Das ist eine Opportunität, die mir durch das viel von den Leuten Lützeburger gesehen. Das ist eine gute Merci.